liebe Gäste, liebe Fußballfans, herzlich willkommen im Namen des FK Pirmasens zur Pressekonferenz. Sie haben es gesehen, das Spiel eben noch sehr frisch auf dem Rasen. Der FK Pirmasens gegen die Spielvereinigung in Burgprohl. Am Ende 4:1 für den FKP. Und ich darf natürlich die beiden Trainer begrüßen. Zunächst unser Gasttrainer, der Klaus Adams von Burgprohl, und natürlich unser Trainer Peter Redder. Herr Adams, ich beginne mit Ihnen. Am Ende recht deutlich die Niederlage, aber ich will mal sagen, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, ich glaube, da hat sich ein ganz starker Aufsteiger hier bewiesen, hier im Sportpark, mit ihrer sehr robusten, körperlich starken Mannschaft. Und ich denke so, noch an eine Chance sogar von Burgprohl, ich glaube, es war die 35. Minute im 16er, wie sehen Sie dann das Spiel, vor allem dann nach der zweiten Halbzeit, wo es ja dann diese Toreinstellung gegeben hat? Ich stelle manchmal keine Vorwurf machen. Ich glaube, dass wir hier ein gutes Spiel abgeliefert haben, dass wir nicht nur bewusst gespielt haben, sondern dass wir letztendlich auch Fußball gespielt haben. Wir haben uns nicht versteckt hier, wir wollten von Anfang an auch nach vorne spielen, haben unsere Möglichkeiten auch gespielt, sprich die Situation in der ersten Halbzeit, wo der Florian Stein leider den Ball am zweiten Pfosten vorbeischießt. Ich denke, dass das Spiel mit dem 3:0 dann entschieden war, aber auch nach dem 2:0 hatten wir noch eine sehr gute Chance über den Lukas Lüttmann, der das Außennetz trifft. Wenn uns doch irgendwo ein Tor gelingt, dann glaube ich, hätten wir dem Spiel noch mal eine Wendung geben können. Generell muss man aber der Mannschaft attestieren, dass sie heute sehr guten Fußball gespielt hat, dass sie nie aufgesteckt hat, sehr selbstbewusst gespielt hat und leider nicht für Engagement belohnt worden ist. Nach der roten Karte war das Spiel natürlich entschieden. Dann muss man fairerweise sagen, hätte uns eigentlich selbst abschießen müssen. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Chancen liegen lassen, aber sei es drum, bis dato hat die Mannschaft sehr gut gespielt und leider unter Wert ein bisschen geschlagen. Vielen Dank, Herr Adams. Vielleicht noch eine kurze Frage. Sie hatten jetzt die Gelegenheit, innerhalb diesen Tagen, letzter Spieltag gegen Sauber, heute gegen den FKP, gegen den Club, wie ist so Ihre Einschätzung, wenn man jetzt beide Mannschaften sieht, vielleicht mal von Ihnen, weil ich sage es nochmals, ich habe riesen Respekt vor Ihnen, vor Burgprohl, wer hätte das gedacht? Burgprohl heute 7. gegen den Tabellenführer, eine super Leistung, aber jetzt, wenn Sie das so ein bisschen einschätzen, wie würden Sie das sagen? Oder beurteilen? Ich denke schon, dass Pirmasens die beste Mannschaft ist, auch von der Spielanlage her. Haben auch mehr Möglichkeiten von den einzelnen Spielern und stehen auch zu Recht vorne. Wir konnten ja in der Vergangenheit schon mal überraschen. Hier beim Lokal waren, haben wir 5:0 gewonnen, haben auch mal die Flucht nach vorne angetrieben. Jetzt hat es noch unbedingt mal untergehen hier. Aber ich denke schon, dass Pirmasens recht, wie gesagt, oben steht und auch in meinen Augen die Meisterschaft zwischen Schweiz und Hessen. Ja. Mit Ihrer Mannschaft Erfolg in den Restspielen und nächste Runde auch in der Oberliga, dann absteigen dürft ihr nicht mehr. Ihr werdet dann bestimmt auch die ähnliche Runde spielen. Vielen Dank für das Statement. Ich komme jetzt weiter zu unserem Trainer zu Hause, unser Peter Redder. Peter, ich habe es ein bisschen angedeutet. Erste Halbzeit war es das zähe Spiel, das du auch gemacht hattest im Vorfeld. Ein starker Aufsteiger, das sage ich ja nochmals. Da tat sich die Mannschaft lange schwer. Dann natürlich mit diesem Tor hat sich das ein bisschen gelockert. Aber ich glaube, da war wirklich Burgprohl diese Mannschaft, die gezeigt hat, sie spielen in der Spitze damit und haben das Zeug aus den Mannschaften wie uns, Sandor, Anstand zu schlagen. In diesen Urteilen zum Spiel und vor allen Dingen auch die zweite Halbzeit. Ich sage mal so, Shorty für 2, das war ein Spiel. Ja, ich glaube, es ist so, wie der Klaus das uns analysiert hat. Wir sind schwer ins Spiel reingekommen, haben gegen Guggen gespielt, der uns früher umgesetzt hat. Das war heute nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
kam dann ein Spieler wenig unter Druck. Für den ersten hatte ich die Möglichkeit, die Heimspieleinstellung hatte bei meiner Mannschaft. Wobei ich hier bei jeder Pressekonferenz vom Gästetrainer höre, wir haben heute unser bestes Spiel gemacht. Jede Mannschaft kommt direkt Stadion zu uns und lieber der beste Spieler, komischerweise, weil jeder freut sich auf das Stadion, aufs Publikum und dann müssen wir Woche für Woche an unser Limit gehen und das Spiel am Jahr gewinnen. Ich glaube, dann bis zum 2-0 war das Spiel auch mit der Schneide gestanden. Die Chancen ziemlich mangelbar auf beiden Seiten, weil beide Abwehrreihen ziemlich gut gestanden haben. Und mit dem 2-0 war dann, glaube ich, für das Spiel und haben es dann versäumt, wie du schon gesagt hast, eben wieder mit dem Meter auf 3-0 und das Ergebnis am Schluss noch höher zugestanden, als dem Spielverlauf bei der Sportler. Also sind alle Quoten sehr zufrieden und gezeigt, was wir imstande sind zu leisten. Und ich hoffe, dass wir diese Leistung nächste Woche in St. mitnehmen können, da wieder erfolgreich Fußball spielen. Danke. Nächste Woche. Ich finde, es ist gut, von Spiel zu Spiel jetzt schauen, einfach nicht verrückt machen lassen vor diesem Vorsprung, der sich jetzt heute bestätigt hat, wie in den beiden Teams. Sandroa, vor allem gegen Sandroa, Aufstand 1:4 ist ausgegangen, also Sandroa gewonnen. Und wenn man jetzt heute schon so ein bisschen vorblickt auf das Spiel, diese Woche Training und natürlich wieder Motivation für diese Begegnung und wie gehst du sowas jetzt an? Heute Abend relaxed natürlich und dann nächste Woche, glaube ich, geht es so richtig los, eigentlich schon, man kann sagen, heute Abend das nächste Spiel. Also meine Spielvorbereitung wird generell einen Tag nach dem abgelaufenen Spiel schon an. Ich werde mich ja auch nächste Woche mit meinem Kollegen wieder telefonisch in Verbindung setzen. Ich werde wieder einige Infos über das Sandroa reinholen, weil der Klaus ist ja auch beteiligt an seinem Erfolg, weil er mich ja jeden Freitag auf dem Laufenden hält und auch den kommenden Gegner wirklich gut vorbereitet. Er tritt auch schon zu bei, dass hier so gut läuft, und ich mal hier an dieser Stelle sagen. Ansonsten werden wir gesagt, das Spiel vorbereiten wir jedes andere auch. Und wie du schon gesagt hast, wir werden von Spiel zu Spiel denken, das sind wir am besten, glaube ich, verraten. Wir werden am Wochenende gegen Sandroa versuchen, das Spiel wieder zu gewinnen. Ist unentschieden, kann ich auch damit leben, aber wir werden, wie gesagt, alles dafür versuchen, das Spiel ja jeweils als 3 Punkte behalten. So, okay, dann sagen wir allen vielen Dank und für natürlich auch für Adams gutes Nachhausefahren in die Eifel, in die schöne Eifel nach Burgenbrot. Und ich bedanke mich bei dir, Peter, für eure Meinung jetzt zum Spiel. Liebe Gäste, heute machen wir dann Schluss für heute, aber dann nächste Woche. Ich hätte eine riesen Bitte. Kommt alle wieder, nicht nur ihr. Es gibt so eine kleine Regel. Es gibt Familienmitglieder, mitnehmen. Es gibt Freunde, mitnehmen. Es gibt, was weiß ich noch, alles mögliche Arbeitskollegen. Macht Werbung für unser Ziel. Unser Ziel muss einfach sein, nächste Woche, endlich mal diese 1000 Marken, diese 1000 Zuschauerzahlen zu packen. Das muss uns doch gelingen. Ich freue mich, wenn ich jeden Einzelnen wieder hier sehe, dann ist auch wieder der Friedrich da, ich bin dann auch wieder da und hoffe dann auf 3 Punkte. In dem Sinne, schöner Abend, schöner Samstag, schönes Wochenende, auch im Namen des FK